Ja, guten Tag, liebe Leute. Das wäre einmal Zeit für einen plattdeutschen Fair Talk, wie lange nicht mogt. Und das wie einen heutigen Gast, den habe ich einmal wie ein Fair Talk zu Gast hat, aber da sind wir noch ob der Fair von Bremerhaven noch in Hamburg überführt. Nun sind wir hier ganz kommodisch, wie wunderschön wäre eigentlich, können wir auch Buden senden, in Weserschlösschen und wie ein heutigen Gast ist wer da. Ja, das ist an Welten was her, da ist mir der Tofall in Buch in die Hand voll. Das ist eigentlich ein Buch auf Hochdeutsch, aber an Feldstellen was auch platt schnackt. Und wie das lesen wird, mir klar, da schrift ein, das wird ein Plattdeutschen werden. Ich hab angerufen, hab die Telefonnummer, finde ich, mag, hab angerufen und wir haben dann den ersten Termin für den Fair Talk gemacht. Das Buch heißt Unter Windflüchtern und die das schreiben hat Helmut Hein. Helmut, herzlich willkommen. Ja. In Twitter Mal. Im Fernsehen. Wir habt ja auch einmal in einer Radiosendung über einen von denen der Bürgerschnack. Ja. Bevor wir über das ganz Näheburg oder in Näheburg zu schnacken kommt, in besonderen Grund will ich gerne noch mal auf Windflüchter zu schnacken kommen. Ja. Also, vielleicht vertest du noch mal, worum das in das Buch geht. Ja, in das Buch geht es eigentlich um das Leben von den Leuten in dörfliche Gemeinschaft und die Veränderungen, die sich dort abspielt, nach den Zweiten Weltkrieg und der Strukturwandel, nicht bloß in der Landwirtschaft, sondern der Wandel auch in den Menschen insgesamt. Und das hätten beten biografisches in sich, das ist hier in so einem Dörp, bin ich hier aufgewachsen, in Tettens. Und das Dörp hält aber ganz anders in das Buch. Aber wie meine Lesung habe ich fast seit den meisten Hefter gut gekriegt. Ja, ich wollte das just sagen, also das hätte ja ganz viel mit Autobiografie auch zu tun. Du schreibst über, also du hast mir mal erzählt, wie in einer Gelegenheit, die Enkelkinder hat irgendwann mal gesagt, Opa, wo kommst du eigentlich her? Wo kommst du her und wo wäre das? Und und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann habe ich gesagt, das müsste ich ja eh nicht mal aufschreiben. Und als ich dann so einen runden Geburtstag habe, 50, da habe ich dann gedacht, wenn du das nun nicht magst, dann war da nichts mehr. Und dann habe ich mir gesagt, dann habe ich so einen Plot gemacht, wie man dazu mag. Und habe das Buch geschrieben und habe das dann in Oldenburg bei dem Isensee Verlag ist das abgelegt worden. Und dort habe ich ein paar Lesungen gemacht oder mehrere Lesungen in der Wesermarsch. Ich habe eigentlich positive Rückmeldungen, wie die Leute sagt, ja, so ist das werden. Und dann habe ich noch nicht so ganz viel verkehrt gemacht. Nee. Gut, das ist ein Roman geworden. Ja. Das ist ein Roman geworden und ich kann sagen, das lese ich, aber du hast mir eben auch vertellt, die ist so gut wie vergräben Gift nicht mehr, oder? Ja, trotzdem die Auflage ist vergräben, aber ich habe noch nicht mit dem Verlag schnackt, ob den noch mal näher ablaufen, weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen, vielleicht lohnt es sich noch mal übertügen, weil ich weiß nicht, ob du das fragen wolltest, aber das kann ich so ein bisschen mit Stolz sagen. Für das Buch habe ich einen Preis gekriegt. Gut, also genau das wollte ich dir jetzt fragen. Und also vielleicht, was ist das für ein Preis und warum das ein Preis? Ja. Ist das doch was Besonderes? Das ist was Besonderes, weil die auch gar nicht aus Deutschland kommen, sondern der Preis kommt aus der Schweiz. Und ich weiß gar nicht, wie das anfangen hat. Das ist, glaube ich, Löwig mit so einer E-Mail anfangen, so ein Hinweis, es gibt da so eine Institution in der Schweiz, die nennt sich kreatives Alter, Schreiben kreatives Alter. Und dann habe ich auf die E-Mail Antwort und dann habe ich gesagt, ja, schick doch mal den Buch her. Und dann habe ich 1,5 Jahre nichts gehört und auch nicht mehr andacht. Und dann kam überraschend dann so ein Brief, ja, Ihr Buch ist für preiswürdig gefunden worden und erhält dann diesen Preis fürs Genre Romane.
Und dann sind wir, meine Frau und ich sind dann nach Zürich nach Zürich hinführt und hat da den Preis entgegengenommen. Ja, das wäre eine Überraschung, aber auch eine feine Überraschung. Genau, also Auszeichnung. Ja, eine Auszeichnung. Gut. Ja. Vielleicht kannst du noch in Beten, weil du hast ja vertellt, du bist hier wie Blackstone und Toe, Ja. Obwossen, über diese Kindheit vertellt. Du bist, hast du das für jemanden, der in Blackstone oder in Volkers oder ja. Tessen, Ja, Obwossen ja. das hört, auch von dort mit der Fähre rüberkommt, Ja. von Bremerhaven. Du bist ja, ich weiß, du bist in Bremerhaven nach Schule gegangen. Ja. Wir sind ja hier in Weserschlösschen, das wäre ja mal Bahnhof. Ja. Von ihr kann man eigentlich mit nach Norden haben wir die Bahn. Richtig. Warum bist du nach Bremerhaven rübergeführt? Das wird ja einen Grund hat. Ja, das wäre so, dass die letzten 3 Jahre habe ich die Schule besucht in Bremer. Ja, mein Bach von meinen Freunden ging dahin, die kamen dann hier mit der Bahn und Norden an. Und dann habe ich noch einen besonderen Freund in Wattensersiel. Und die kamen dann morgens bei mir vorbei und dann haben wir uns hier getroffen. Und dann haben wir gesagt, ja, das haben wir vorher gesagt, dann mag wir da in Bremerhaven Abitur. Ja, und das haben wir dann ja auch hinkriegen. Und das Feine wäre ja, bei diesen Pforten denn im November, wenn das so ein bisschen neblig war, dann führen mit uns immer auch die Seemannsschule ist ja da rüber. Und die werden ja flittig. Und wir haben dann gesagt, nee, das ist so ein Nebelhüt. Lass uns noch einmal hin und zurück und dann habe ich durch die Scout gespielt und wir haben die Schule dann doch noch geschafft. Okay, bevor wir über Ja. das zweite Buch schnacken, Ja. das ist der eigentliche Grund, weswegen wir uns Ja. hier von morgen drauf. Lass uns schnacken über das dritte Buch, Die Insel. Ja, Auch das hat ja ganz viel mit dieser Gegend zu tun. Auch das Buch habe ich zufällig dabei. Hieß wie vielleicht mal eben. Ja. Ja, vielleicht vertellst du dort. ja, die Insel, da habe ich lange überlegt, wo nehmen wir das Buch, was für ein Titel gibt wir haben. Und dann habe ich gesagt, nee, Langlütchen, das ist nämlich eine Insel, die hat einen Namen Langlütchen oder Langlütchen 2, gibt auch Langlütchen 1. Und Langlütchen, mehr kennt die Lü hier in der Gegend voll, aber ein bisschen wieder weg nicht. Aber die Insel ist so ein Anreiz, nicht um dort Urlaub zu machen, sondern das ist eine künstliche Insel, die im 19. Jahrhundert gebaut worden ist, mitten in Watt. Und das wäre eine Insel, wo Geschützstellungen wären, um die Infahrten nach Bremerhaven und nach Bremen-Säcker zu schützen für ausländische Schäden. Und diese künstliche Insel, die ist nun Zweiten Weltkrieg, da sind die Geschützen abgebaut worden und dann auch zum Teil zerstört, die Kasematten von Binnen. Aber als Kinder sind wir da natürlich immer hingegangen im Sommerdach. Und das wäre immer so ein Ziel. Und da gibt das ja viel zu kicken und zu finden. Und wir mussten dann allerhand Kilometer dort Watt, fast 3 Kilometer. Und da gibt es so viele Geschichten. Und diese Geschichten habe ich dann versucht, auch in einen Roman unterzubringen. Also die Geschichte fängt mit dem Bo von Langlütchen Ja, an genau. und hört in die Gegenwart ab. Ja, in der Gegenwart wäre mal so ein interessantes Projekt, hat in Bremen ein Baulöwe, sag ich mal, wollte das mal versuchen, da Hotelbau zu machen, aber das hat sich letztendlich zerschlagen. Aber hier hätte die Insel, die ob die eine sieht, alldurchtig von den Wellen zerstört wäre, die hätte wieder zurechtgemacht. Und ja, nun liegt sie da und ich habe da so ein bisschen utopisches mir überlegt, was denn am Schluss von so einem Buch mal da zu schreiben können. Gut, wir würden nicht zu viel verraten, Nee. das kann man noch köpen. Ist noch nicht vergräbt? Nein, das ist noch nicht vergräbt. Gut, der eigentliche Grund. Ja. Jetzt irgendwie, die zweite Buch, die heißt Der Mordstein. Ja. Das ist auch ein Roman geworden. Ich lese mal den Klappentext für. Ja. Zumindest ein Teil davon. Da heißt das,
wer gemächlich auf der alten Bundesstraße 212 durch die historische Wurtensiedlung Golsbader Wurp fährt, kommt an einem merkwürdigen Stein vorbei, der neben der Einfahrt zu einer denkmalgeschützten Hofanlage aufgestellt ist. In der Bevölkerung wird er seit alters her Mordstein genannt. Was hat es mit diesem Stein auf sich? Das ist auch meine erste Frage. Ja, vielleicht fange ich mal so an. Ich habe mal einen Zeitungsartikel zufällig gelesen über ähnlich fachgerecht heißt das eigentlich Sühnestein. Der gibt das nicht nur hier oder der gibt das überall verteilt, aber hier in der Bevölkerung hätte er den Namen angenommen Mordstein oder die Lü sagt dort Mordstein. Und diesen Artikel habe ich gelesen, fand ich ganz interessant, habe das um den Schreibtisch gelegt und da lese ich dann nur. Und als nur die Corona-Zeit kam, hat meine Frau zu mir gesagt, das wäre ja mal gut, wenn du den Schreibtisch abräumen gehst. Ja, Hase, ja recht, das sagt er, ja, wüsst auch gut. Und naja, dann sind ich anfangen, aber das hat gar nicht lang gedauert. Da fand ich diesen Artikel. Und dann habe ich dann nochmal gelesen. Dann fand ich das Wetter so interessant. Und habe gesagt, da müsst du ja was mitmachen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann wird das Abräumen von den Schreibtisch verändert. So tut nach so. Und dann habe ich recherchiert und habe ganz viel Unterlagen gefunden, auch Leute, die damit zu tun haben. Und vor allen Dingen habe ich dann auch, und so ist das hier auf Cover auch zu sehen, ich kann das ja mal so hören, das ist der Originalmordstein. Und als wir das aufgenommen haben, die Fotografie für das Cover, da haben wir die auf den Hof wohnt und die den Hof gehört, auch kennengelernt. Und da hat sich nun seit ein paar Jahren eigentlich so eine richtige Freundschaft entwickelt. Also ich kann ja mal inzwischen da vertellen, wie ist das so ähnlich geworden. Wie fand das auch interessant, aber wie bin ich da abgekommen? Ja. Wie mir klingelt das Telefon. Ja. Eine junge Frau am Telefon, Andrea Zetterein, Wuppertal. Jetzt mittlerweile wohnt sie wenig in Bonn. Wir kennen sicherlich den Mordstein in Golswaden. Ja. Und Gott, dass wir nicht sehen konnten, dass wir kein Bildtelefon haben. Und ich muss ja gestehen, habe ich nie von gehört. Ja. Und der hat mir dann vertellt und der ist so auf ähnliche Ort und Weise darauf gekommen. Und das, was du sagst, das Sächsische Sühnestein gibt das ja in ganz Deutschland. Ja. Sächsische Sühnestein gibt das aber nicht bloß in Deutschland, sondern eigentlich in ganz Europa. Ja, richtig. Also du hast jetzt vertellt, aber was hat die eigentlich neugierig dann noch und wo hast du recherchiert? Also das wollte mich jetzt interessieren. Also ganz allgemein über die Hintergründe, über die Gründe, weshalb sind so Sühnesteine, Mordsteine aufgestellt worden. Das kannst du im Internet finden oder da kannst du Bibliotheken, findest du auch was. Das habe ich vorwiegend im Internet gemacht. Und über den Mordstein hier in Golsbader Wurp, da habe ich mich informiert, den Rüstringer Heimatbund, die öfter auch durch die Unterlagen. Denn wenn du erstmal eine Spur abgenommen hast, dann findest du viele Links oder viele Verzweigungen, die wiederbringt. Und so ist das, habe ich das gemacht. Und ich denke, das morgen der meisten Lösung. Gut, nun soll mit der Burg was passieren. Das ist alle in dem Welten Grotteunternehmen. Darüber wird wir jetzt utführlich schnacken für den Rest von der Zeit, die wir noch zur Verfügung haben. Ja, da habt sich in Golswaden auf den Hof von Annette und Michael Hagen droppen und habt über diesen Mordstein auch schnackt. Und bei Lothar an Abend sind sie untereinander gegangen und so wäre eigentlich diese Idee geboren, dass da was passieren soll. Ja. Aber davon vertest du, wenn da selbst was soll passieren. Ja, vielleicht fange ich noch einen Schritt vorher an. Michael Hagen, das ist ja der Besitzer von den Hof, und ich habe überlegt, irgendwie ist das mal so fallen, Mensch, da können auch mal so szenisches Theater machen.
das hat dann so ein bisschen ruht und dann hat mich irgendwie nochmal angesprochen, wie wäre das denn und so. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, die Georg von der Fring-Gesellschaft anzustrengen. Denn das ist schon für, wenn du da ein Theaterstück machen willst, dann brauchst du Netzwerk. Und ich wohne ja nicht mehr in der Wesermarsch und das ist auch ja ein anderes Genre. Theater ein Stück zu schreiben, ist doch noch ein bisschen andere Anforderung als ein Buch zu schreiben. Und deshalb die Georg von der Fring-Gesellschaft. Und die muss ich natürlich nur erstmal überzeugen, dass das in die Region passen darf. Und das hat ich dann ja auch geschafft. Und Barbara Müller, die Vorsitzende, hat sich dann mit uns getroffen, irgendwie 5, 6 Leute. Und dann hat sich das diese Diskussion entwickelt, das passt auch in die Zielsetzung von dieser Georg von der Fring-Gesellschaft. Und dann hat sie einen Regisseur gesagt. Und mit Ulf Görges hat sie einen von, der ja hier in der Wesermarsch und auch in Oldenburg ganz bekannt ist. Und das wäre dann die nächste Sitzung. Also du schriftst das Theaterstück nicht selbst? Nein, das mag Ulf Görges. nein. Da habe ich auch einen guten Grund für. Weil ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass ich nicht nur mal den Silben Abwasch schreibe, sondern dass da ein kommt, der mit Blick von Putin mal kickt, so, was sind die charakteristischen Personen, worum geht das und wie kann ich das in verschiedene Szenen darstellen. Das wäre mir heel wichtig. Ja, und Ulf hätte das Buch natürlich erstmal lesen und dann hätte er gesagt, jo, das mag ich. Und dann wäre er auch bereit, das Stück zu schreiben. Und das ist inzwischen ist das so wie, dass das klar ist und wie als ob die sagt, nee, das ist auch klar, hey, übernimmt die Regie. Und dann ging das ja los, nun müssen wir ja erstmal noch jemanden finden, die Schauspieler. Und das soll, so, da wir uns Klicks klar, das soll ein Open-Air-Stück werden. Das wird abgeführt da an Original-Schauplatz, den ersten Teil Buten, den zweiten Teil in die Große Schön. Aber die Schauspieler haben wir ja noch nicht. Den müssen wir noch finden. Und das wäre natürlich heel gut, dass wir in Brauke für die Niederdeutsche Bühne, die viele Stücke ja auf Plattdeutsch spielt, aber das Stück mag wir nicht auf Plattdeutsch, das ist Hochdeutsch, da kommen auch Plattdeutsche stehen für, das ist klar. Aber viele Schauspieler von der Niederdeutschen Bühne wollen da wohl mitmachen und Ulf Görges hat natürlich auch noch durch seine Arbeit und durch seine Beziehungen hier in der Gegend zu den vereinzelten Theatergruppen. Da hätte er auch gesagt und verschiedene Lü ansprochen und schien im Moment so, dass die Schauspieltruppe alt zusammen ist. Ja, ja, ich habe davon gehört, die begiftet wollen, ne? Ja. Die sind auch jetzt bereit dazu, die sind ja auch inbunden, aber ich meine trotzdem nochmal die Frage, also Ulf Görges ist ja eigentlich kein Plattdeutschen, so zumindest habe ich ihn so kennengelernt, deswegen wundert mich das nicht, dass das nicht auf Plattdeutsch schreiben wird, aber warum die Entscheidung, das nicht auf Platt zu machen? Ja, das wäre eine Überlegung, wie das Plattdeutsch, ich muss noch mal eben kurz überlegen, was wäre das Hauptargument? Plattdeutsch wäre uns so eingeengt. Wir wollen die ganze Region ansprechen und die ganze Region, da sind inzwischen ja die Mehrheit, die nicht mehr Plattdeutsch schnackt. Und was wir vermeiden wollen, wenn Plattdeutsch Theater ist oft so, dass das Stücken sind, wir nennen das immer so Schenkelklopfer. Und das wäre uns ganz wichtig, das hätte ich von Anfang an gesagt, das will wir nicht, da kann wohl die eine oder andere Szene bieten, die auch das mal zum Ausdruck bringt,
Aber wir wollen schon ein ernsthaftes Stück. Da ist ja auch viel Ernsthaftigkeit. Wieder geht ja um 1 oder 2 Morde und die Verfolgung von den Schuldigen. Und durchschien uns in diesem Zusammenhang das besser zu werden, wenn wir das auf Hochdeutsch machen. Allerdings natürlich auch Leute, die dort vorkommt und in dieser Gegend zu der damaligen Zeit lebt hat, durchaus auch Plattdeutsch schnacken glaubt. Also das ist der Versuch, beide so ein bisschen zusammenzubringen. Ja, also ich habe davon gehört, so ein bisschen Insider. Ja. Schinig zu hem. Das ist so ein Kunstgriff irgendwo, dass die Figur ins Zentrum stellt, die eigentlich unter jetzt kommt. Ja. Und das ist eine Hochdeutsche, von daher ist das gut. Kann man das nur volltrecken. Nicht? Ja, das ist ein Kunstgriff, die habe ich ja auch anwendet, um in die Jetztzeit zu kommen. Denn dieser Roman spielt ja ganz häufig, wechselt er die Zeiten zwischen 1600, sagen wir mal eine runde Zahl, zwischen 1650 und dann eben 2018, 2019. Wie wird zum Schluss kommen? Ja. Wir hatten unsere meist halbe Stunde rum. Ja. Wann geht das los? Also, genaue Termine musst du gar nicht sagen. Nee, also aber im September geht er los. 4. September ist die Premiere. Und dann hat wir 12 Aufführungen, vielleicht auch noch mehr. Und die Aufführungen sind schon Großteil gut verkauft, aber das gibt sicher noch Möglichkeiten, dort Karten zu finden und zu kriegen. Hinweise gibt es dann auch in der örtlichen Presse. Gut. Ja. Wir würden jetzt gar nicht nochmal sagen, also Karten gibt es zu köpen, wo auch immer. Ja. Das kann man gut kriegen. Ja. 4. September, dann Termin können wir fast holen, ist die Premiere. Ja. Ich habe auch gehört, die Premiere ist komplett unverkauft. Ja, das schien so zu werden. Also, wie heute Dooms, dass wir mindestens... Ja, da gucken wir das, nicht verfährt dann Aufführungen oder ob wir dann doch verdelt, braucht man gut, das wäre anders. Ja, da muss ich einen beten Daumen drücken. Gut, wenn das so weit ist, dann geht wir das hier wie Radio Weser TV in Radio, aber vielleicht auch im Fernsehen, wie unsere Veranstaltungshinweisen bekannt. Und Beton ist aber ja noch ein Betentät und in der Zeitung kann man das dann sehr gut. Ja. Helmut, dir nochmal ganz herzlich Dank. Gerne. Unser Lydius Tokigt, herzlich Dank dafür, dass sie uns Tokigen hat und ja, dass wir einmal in plattdeutschen Fairtalk, die andere Weg gibt das dann wäre in auf Hochdeutsch und vielleicht gibt das dann nochmal demnächst in plattdeutschen Fairtalk. Laut wir das gut gehen und die Helmut nochmal herzlich Dank, dass du kommen bist. Vielen Dank, Hans. Ja. Mit anderen Worten. Mit anderen Worten. Alles Gute.